Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kittredge und zu einem neuen Vlogdown-Video. Ja, es gibt schon die zweite Folge. Ich muss ein bisschen rumrennen. Oder nein, ich muss ein bisschen zurückkrebsen. Also, ich habe jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, habe ich immer so wieder ein bisschen, eben so viel Material aufgenommen, aber es ist wirklich einfach so, wenn du einfach bügelst, hast du einfach unter der Woche hure wenig Zeit. Und ich hoffe, zu diesem Zeitpunkt weiss ich jetzt also noch nicht, ob das Video, das du jetzt schaust, wirklich etwas wird. Ich habe zwar schon mega viel gemacht. Also zum Beispiel, was habe ich gemacht? Ich habe Nanoleafs installiert. Hello! So, ich bin ja hier oben bei mir an meinem PC und ich möchte jetzt eben gerne, die hier einrichten und ich hoffe, das ist einfach. Und die hier sollen hierher kommen, an diese Wand. Und es steht auf dieser Verpackung, es sei einfach. Und es ist nicht einfach. Dort tätscht es. So, jetzt kommt noch die mega krasse, geile Produktebeschreibung. Das sind einfach Lichter, die schön aussehen. Tada, that's it. Die kann man jetzt hier an die Wange und ich kann dann mit dem Handy die Farbe einstellen. So wie ich das analysiert habe. We will see. Das ist ja hure leicht, Mann. So, jetzt muss ich das irgendwie zusammenstecken. Also ich studiere, glaube ich, mal Anleitung. Es werde Licht. So, meine Freunde. Es hängt. Es hängt. Geiler Scheiß. Es leuchtet. Ich habe gestreamt. Und das ist ein Live-Video. Keine Ahnung, ob irgendjemand kommt zuschauen. Egal! Ich gehe jetzt mal richtig Meileninsel, ich gehe mal einen Bewohner suchen. So grusig, wirklich. Flop! Skill. Sorry, ich muss wieder angreifen. Ich brauche noch einen Käfer. Die arbeiten sicher im McDonald's. Dann kommt einer mit so einem Pisstopf auf dem Kopf. Okay. Es scheint ein Schläger zu sein. Er hat einfach eine Flasche im Kopf. Er sieht hure crumpy aus, Mann. Was ist mit dir passiert? Nein, sorry. Hey, es tut mir leid. Hey, sorry. Gregi. Rasieren. Anderer Kleiderstyle. Ist dem schlecht? Warum ist der grün? Es ist schon voll. Also komm, du Arschloch. Nein, die habe ich auch schon. Fuck nochmal. Ja, meine liebe Katze. Und ich habe einen neuen Grössetopf. Ja, das ist so im Groben und Ganzen, bin ich eigentlich nur beim Kühlschrank gewesen. Oder ich habe geschlafen, oder ich habe gearbeitet, oder ich habe Katzen genervt. Immerhin habe ich einmal Sport gemacht. Woo! Ja! Scheiße hier! Jetzt geht es wirklich nicht gegen den Tag. Und das ist eigentlich alles, was ich in diesen 3 Tagen gemacht habe. Also es ist wirklich effektiv so. Die Analyse zeigt, es ist einfach hure langweilig im Moment. Es ist hure langweilig. Ja, natürlich habe ich schon gekocht und so. Aber dann einfach am Abend bin ich dann auch so müde gewesen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie zum Beispiel Daily Vlogs zu machen. Also ich gehe davon aus, dass wenn ich irgendwie Videos produziere, das definitiv am Wochenende wird stattfinden, weil unter der Woche schwierig. Schwierig. Und auch eben die ganze Vlogging-Geschichte, ich bin einfach nicht so gut in dem, habe ich das Gefühl. Stories kann ich, da bin ich der Godfather of. Ich bin wirklich, oder Godmother of Stories, das bin ich. Aber wirklich so dauernd Filme und so, ja, es ist halt einfach auch, ich arbeite jetzt mit der Kamera hier und das bin ich mir zum Beispiel auch nicht gewohnt, das muss ich mir auch noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen smooth starten, so mit in sich hineingeschlossene Geschichten. Also ich werde ganz sicher am Wochenende ein Bastelvideo aufnehmen. Wird geil. Ich bin so etwas von unfähig.
ich habe noch irgendwie so eine Idee gehabt, es gibt einfach, in meiner Kindheit so viele geile Snacks gegeben und ich möchte ein Video machen, so mit so 5, 6 geilen Snacks aus meiner Kindheit, da habe ich noch, also die Ideen sind da, aber es wird sicher nicht irgendeine tägliche Geschichte oder so, weil es ist einfach nicht möglich. Weil dort bügelst du bis um 5 Uhr. Meistens, manchmal bis um 5, 6 Uhr, je nachdem was passiert. Und dann ist einfach, eine Stunde später ist dann einfach schon, ist der Tag schon gelaufen. Genau. Also, es soll kein Sommerjammer sein, hat ein Video aufnehmen, Fakt wie ein Moor, aber es braucht einfach eine Zeit und dann kommt noch die ganze Schneiderei und so. Ja, aber egal. Wir stehen den Lockdown zusammen durch. Content kommt. Folgt mir auf Instagram, dort kommt auch noch Content, anderer Content, also natürlich. Und ich bin ready to fight. Und was wollte ich noch sagen? Nichts mehr. Ah nein, ich möchte mich noch wirklich hure fest bedanken für meine 1000 Abonnenten. 1000 Abonnenten auf YouTube, da habe ich mich jetzt wirklich mega gefreut. Und ja, ich würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich und merci vielmals. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und we see us.